Leif Kameradinnen und Kameraden, leif Kolleginnen und Kollegen, leif Gäste, leif Freunde. Am Anfang von einem Jahr stellen sich starkst froh, was den dann seine Kollegen oder seine Leben wünschen soll. Am meisten ist es gute Gesundheit, viel Erfolg und so weiter. Und ich denke, in diesem Fall wünsche ich euch an euch alle guten Kraft. Viel Kraft für das Jahr 2016. Wir hatten ein bewegtes Jahr 2015 hinter uns. Es ging heinz zu Zeiten, wo ich meint, dass die Welt ein bisschen mehr sehr dreht wie zu anderen Zeiten. Und 2015 war so ein Jahr. Den Kapitalismus, haben wir alle Menge gesehen, produziert nicht nur andauernd Krisen, sondern auch selber an der Krise. Das ist aus sich nicht Neues, weil der Kapitalismus dreht Krise an sich, wie die Wolken drehen. Was man das letzte Jahr aber konnte gesehen, das war, dass diesen kriselnden Kapitalismus antagonistisch Kräften an unserer Gesellschaft Stärke haben, die sich diametral gegenüberstehen. Auf der einen Seite stehen die reaktionär, integristisch und faschistoid Kräften, die 2015 gestärkt wurden, für denen auf der ganzen Welt Millionen Leute auf der Flucht sind, und die auch an unseren Ländern politisch Alliierter haben. Die Leute, die Gesellschaft und die Leute, die an unserer Gesellschaft leben, wollen aus ihnen treiben und aus ihnen dividieren. Und auf der anderen Seite, wo wir auch feststellen können, dass an dem widersprüchlichen Jahr 2015 die anderen Kräfte gestärkt sind. Auch mehr, auch mit uns befreundeten Kräften. Kräfte vom Fortschritt, die Emanzipation vom Mensch und Gleichheit führende Menschen treiben wollen. Die also die eine freiheitlich, solidarisch und multikulturelle Gesellschaft ausstreben. Das ist eine politische Konfrontation, die wir aus der Geschichte kennen. Und das ist eine enorme Herausforderung, auch für das Jahr 2016, die ihr euch durchkennt. 2015 war das Jahr, wo Konflikte an Europa kommen sind, und mehr an Europa eine Wirklichkeit erlebt haben, die in anderen Ländern schon lange gibt. Es sind Millionen Leute auf der Flucht weltweit, und Hunderttausenden haben sich auf den Weg in Europa gemäht. Millionen sind da insgesamt auf der Flucht für einen Terror, den wir auch an Europa das letzte Jahr 2015 müssen kennenlernen. Und es besteht die große Gefahr, dass wir als Gesellschaft falsch lehren aus dem Terror zieht und dass wir in Richtung von einer sekuritären Gesellschaft gehen, die all uns freiheitliche Rechte, freiheitlich solidarisch Werte abgibt. Mit dem Jahr 2015 war es Success und hat angefangen mit einem Success, nämlich dem vom 25. Januar 2015, wo wir uns alle Gute gefreut haben, wie Syriza, wie das griechische Volk Syriza gewählt wird, an die neoliberale Politik von der Rätsregierung aufgewählt wird. Das sind Jahrzehnten für die erste gewesen, da drin eine Linkspartei und der Regierung von einem Land massiv beteiligt war an den Truder kommen ist. Also das wird das gemäht mit der Aussicht am Ziel für die sinnlose und zerstörerische Austeritätspolitik von den Neoliberalen mit der Politik Schluss zu machen. Wir kennen auch, wie die Geschichte weitergegangen ist. Das während Wochen und Monaten verhandelt ging. An Troika, an als politische Eliten an Europa haben dreimal am Jahr 2015 versucht, das Wort von den Griechen zu ignorieren. Für das erste Wort vom 25. Januar, dann das Wort vom Referendum vom griechischen Volk, und finalement die Reelektion von Syriza. Und das ein dritten Memorandum für Griechenland imposiert ging,
die Regierung hat müssen akzeptieren, am Revolver und der Schläf. Eng Leier für uns alle Guten scheint klar zu sein. Es wird an Europa 2015 und ein Kräfteverhältnis gefehlt. Wir können eine konsequent Progressivpolitik zu machen. Ein Kräfteverhältnis zwischen den einzelnen Ländern und aber auch an unsere Länder selber. Für eine paar Monate, als Portugal gewählt ging, und auch da sind Linkskräfte gestärkt gehen. Aber für ganz kurz, als Spanien gewählt ging, an die befreundeten Organisationen sind noch da massiv gestärkt gehen, weil die Leute den Schluss wollen von dieser Austeritätspolitik, die Europa bislang dominiert. Und an denen zwei Ländern stellen sich ähnliche Probleme. Für alle Land ähnlich, aber ähnliche. Das ist nicht gewonnen. Und die gemerkt haben, dass für die Stadt ein Land, und dann der zweite, und dann der dritte, und dann haben wir einen Dominoeffekt gesehen, dass das nicht so ist. Das ist nicht gewonnen, und nicht ist aber auch nicht verloren. Weil die Geschichte nicht darüber ist, weil die Auseinandersetzung an die Gluten vier gehen, aber weil es darum geht, neue Kräfteverhältnisse zu schaffen, die eine fortschrittliche Politik möglich machen, an denen auch Linksbewegungen, die das machen, gehört da ist Solidarität an Europa und auf der Welt. Man an Europa aber auch gesehen, oder über Europa heraus haben wir auch gesehen, dass es Länder gehen, wo fortschrittliche Linkbewegungen entstanden sind, wo man für ein engem Jahr mal noch nicht konnten träumen, dass das geschieht. Oder konnte ihn für näher voraussagen, dass an England der linke Labour-Flügel massiv, haushäig die Wahlen parteiintern gewinnt und dass unterstützt von Labour ein Antimilitarist sitzt, den sozial engagiert, sozial gedrohen ist, gegen Atomkraft ist. Das war auch für ein engem Jahr noch nicht denkbar. Und auch nicht denkbar war für ein engem Jahr, dass sich die liberale Kandidatin an einem von den Kernländern vom Kapitalismus, nämlich den Vereinigten Staaten, einer linken Opposition ausgesagt gesagt an der Form von Bernie Sanders, die eine real starke Konkurrenz ging ist. Auch das war für ein engem Jahr noch nicht vorauszusehen. Eine reale Konkurrenz, so dass Hillary Clinton heute am Gang ist, kritisch stehen par rapport zu TTIP umzuschlagen, was auch nicht denkbar gewesen wäre. Ein TTIP, den mehr alle Guten als fortschrittliche Kräfte sind meint bekämpfen, wo wir probieren, die Organisation zu mobilisieren, an einen Ausdruck von der Mobilisation von tun, wo pur meint, wo Tausenden von Leuten auf der Clairefontainsplatz waren, gegen den TTIP manifestiert tun. Wir sind an einer internationaler Solidarität gegen des Formen von Freihandelsaufkommen sind. Aber wir wissen auch, dass ein TTIP just Freihandelsakkord für vielen ist und dass der Match nicht nimmen den TTIP geht, sondern in all Formen von Freihandelsakkorden, von freiem Handel, wie sich die Neoliberal das vorstellen. Diese Auseinandersetzung geht das Jahr 2016. Verschiedene schwätzen davon, dass ein definitiven Akkord sollte gefunden gehen nach Ende des Jahres. Das heißt, auch da muss mehr als Linkkräfte weiter daran schaffen, zusammen eine Gegenfront aufzubauen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 2015 war aber auch das Jahr, wo wir zu Lützeburg ein Referendum hatten, die während Mainz am Zentrum von der öffentlichen Aufmerksamkeit stand. Als Link haben wir von Anfang an kritisiert, dass auch nicht andere Frauen Gestalt goufen. Aber wir haben proposiert, dass andere Frauen müssten Gestalt gehen. Aber wenn ihr so Fragen stellt, dass das eine lange und tief gesellschaftliche Debatte müsst voraussetzen und nicht eine teilweise hysterisch geführte parteipolitische Kampagne. Wir haben aufgerufen, Ja zu stimmen, weil unserer Grundüberzeugung entspricht, dass Menschen, die hier wohnen und hier arbeiten, Mitspracherechte kriegen, die der Situation, an der sie leben, nämlich an unserer Gesellschaft, entsprechen. Just zusammen Lützebäuer und Nicht-Lützebäuer, die hier wohnen und arbeiten,
können wir eine demokratische Front aufbauen für den Murcht an dem Abfluss von den Multien an der Finanzplatz ob Politik können etwas entgegenzustellen. Wir haben uns als einzig offensiv die demokratisch froh beim Referendum mit der sozialer froh verbunden. Aber wir sind die einzige Partei, die zum Ja abgerufen wird, die dem letzten Sondage noch an alle Bezirke massiv gestärkt wurden. Die real Murcht von denen Finanzlobbyen hier am Land haben wir gemerkt rund um LuxLeaks-Revelationen. Am Platz mit einer illegitimer Praxis, die abgedeckt ging, als abzuhalten, also eine hellische Allianz von allen Parteien an der Chambre gehen, mit der Ausnahme von uns, für diese Praktiken zu regularisieren, das heißt zu legalisieren. Ja, der Finanzminister Gramegna will sogar gegen die Decision von der Kommission vorgehen, für eigentlich geschuldete Steuersuchen von multinationalen lo anzufordern. Er verzichtet also lieber darauf, Suchen an unser Staatsbudget zu kriegen, wie dem zweifelhaften Ruf von Lützeburg als Steuerparadies von der Finanzwelt zu schüren. Das müssen Sie sich mal vorstellen, an Zeiten von Austeritätspolitik auf dem Spurpark. Es geht bei den Steuerspurmodellen, also bei den Rulingen, geht es natürlich nicht nur um Lützeburg. Das ist ein europäisches Problem. Mit Lützeburg ist ein wichtiges Puzzlestück an dem Ganzen. Und dafür unterstützen wir als Link auch aktiv das neue Tax Justice Kollektiv, was sich nicht mehr spät wie gestern offiziell der Presse vorgestellt wird, was genau den Doten frohen auf den Fond geht. Weil die Welt von den Multimillionären, an der hier Portparolen sich verschiedene Minister machen, produziert immer mehr Ungleichheiten. Weltweit, aber auch besonders hier am Land. Die Schere zwischen Arm und Reich, als besonders zu Lützeburg an den letzten Jahren immer mehr groß ging. Seit der Mitte der 90er Jahre wies den Undeel von den Leuten, die dem Armutsrisiko ausgesetzt sind, konstant an. Entretemps leidet den bei rund 16%, Tendenz klammend. Besonders stark betraf Familien mit Kindern, Alleinerziehende, doch in besonders Frauen. Und noch ganz viele Leute, die arbeiten gehen. Immer mehr Leute müssen in prekären Verhältnissen arbeiten, kriegen just Teilzeit-Arbeitsplätze, obwohl sie gerne mehr arbeiten. Und immer mehr Leute haben just befristete Arbeitskontrakte. Den CDI ist längst keine Normalität mehr. Der Chômage ist hier zu Lützeburg auf einem noch immer ganz hohen Niveau, und das besonders bei den Jungen. Der Mindestlohn ist zwar formal mehr hoch zu Lützeburg wie in anderen Ländern, und ist aber im Verhältnis zu den realen Lebenshaltungskosten zu Lützeburg zu niedrig. Weil auch der Mindestlohn ist zu Lützeburg kein Schutz für Armutsrisiko mehr. Aber wenn ihr dann mitkriegt, dass sich die Regierung öffentlich Gedanken macht, für als Verfassung zu ändern, für Mesuren dran zu schreiben, für Notstandsgesetze zu erlosen zu können, dann muss ich sich fragen, ob wir nicht zu Lützeburg besser hätten, den Etat d'urgence social zu deklarieren, an entsprechend Mesuren zu holen, am Platz Freiheitsrechte anzuschränken. Ich von den Hauptgründen, für was viel steht, Ende vom Monat die zwei anderen nicht zusammen kriegen, als die katastrophale Wohnungssituation. Horrend geckig Leihpreise, die nicht abhalten mit Klammen, an eine Spekulation auf Terrain, die sogar Leute mit mittlerem Einkommen bald unmöglich macht, selber zu bauen oder nachkaufen zu können. Aber auch hier, besonders betraf sie Junge am Anfang von ihrem Berufsleben a Familien. Aber hat nicht die Regierung? Nicht. Oder zumindest nicht viel.
Sie setzt weiter auf die unsichtbare Hand vom Marché, den das alles irgendwie regeln soll, wann es just gut genug enkadriert wird. Also genau dem Marché, den an der Dotterfrau zuletzt durch 20 Jahrzehnten komplett versucht wird. Da hilft es doch nicht, wenn den Cap unterstützt von dem Minister austauscht, solange nicht um den Fond vom Problem geht. An der Fond vom Problem ist die Spekulation auf Bauland, an den Unwillen von den politischen Responsablen für ihre Verantwortung zu überholen. Eine Verantwortung überholen am Wohnungsbausektor gäfechen bruchleiend Bauland, was zuletzt viel geht, gerade am Süden, an eidelstehend Wohnungen zu mobilisieren. Und nicht gibt bedeuten, als Zweitkonsequenz selber zu bauen. Die öffentliche Hand muss große Wohnungsbauprogramme ablehnen, die von der Planung bis zur fertigen Wohnung an eigene Regie zwiefeiert. Als Link werden wir dafür direkt ugangs nächster Woche eine groß ugelöste Kampagne am Kader von einer Pressekonferenz vorstellen. Eine Kampagne, die wir versuchen, auf alle Niveaus von unserer Organisation zu deklinieren und durchzuführen. Wir werden Initiativen an der Chambre holen, Initiativen an denen Gemengeräte, wo wir vertraut sind. Aber wir werden auch ein ganz rich, mehr außergewöhnlich Aktionen starten, für zu sensibilisieren, abzuklären, und für allem, für mal ob der Doter wichtiger Frage eine andere Zucht von politischer Diskussion abzumachen, und damit der versuchen, ein anderes politisches Kräfteverhältnis herzustellen. Bild von der sozialen Situation zu Lützeburg ist nicht besser gehen an den letzten Jahren. An Sozial- und Steuerpolitik von dieser Regierung wird dazu wesentlich beigetragen. Familienzulagen sie gestracht gehen, Studienbuchsen reformiert, das heißt in Wirklichkeit gekürzt gehen. Und auf der anderen Seite als TVA, also eine unsozial indirekt Steuer, die die kleinen Revenuen am stärksten trifft, an Blut gesagt gehen, a weiter Steuernischen sie geschaffen gehen. Also innen holen, für das Urwen zu gehen. Weiter Steuergeschenke sollen an den nächsten Jahren nachkommen, an Sozialleistungen, Kindergeld, Assurance Dépendance, sollen gekürzt gehen. Umverteilung von innen nach Urwen. Der SAP hat gestern auf ihrem Neujahrempfang, so wie ich am Radio hören habe, gesagt, dass ein ganz rich Gesetzer, aber hier Handschrift, gegen drohen dann als Beispiel davon ein Gesetz über den Edo-Logement gehen. Und auch da muss ich sagen, dass nicht nur ein Drips auf der Wärme stehen, es sie suchen, die ein Lokatär kriegt, für direkt weiterzugehen und ein Proprietär. Also Römenkeer suchen, die der Proprietär kriegt, keine Antwort auf die Wohnungssituation. Loget ist gesagt, 2016 gäbe eine große Steuerreform kommen, und die Regierung wird sich an den großen Linien eins gehen, zu Munref, bei Mauskati. Betrieber sollen Männer Steuern bezahlen und geben etwas für den Mittelstand gemäht gehen als ein Buckel. Aber ich frage, hat die Regierung mit der TVA-Erhebung dann nicht schon lange Fakten geschafft? Am Dealer von der Steuerreform vorgezogen, und zwar ungerecht Dealer. Ist da nicht eine Steuerreform, wenn multinationale Bote von über 500 Millionen Euro Vermögen Männersteuern bezahlen sollen, so wie die Koalitionsparteien DP, die Grünen und LSAP, das für einen Monat durch die Chambre geboten haben? Ist das dann nicht eine Steuerreform, wo Fakten geschaffen sind? Was ist das dann anders wie ein Steuerkado für ultrareiche Firmen, die größtenteils auch ultrareiche Leute gehören? Wenn David Wagner das für 3 Wochen an der Chambre kritisiert hat, Kotier von der LSAP-Fraktion zu hören, hier wäre ein Extremist. Ihm ist zwar nicht der Big aus der Hand gefallen und hat gerade keinen dabei. Aber wie kurz drauf das Gesetz mit der Stimme von der DP, das wird es werden, die Stimme von den Grünen,
die wie so oft nicht gesucht und dann einfach den Kopf angezogen haben, wenn es wichtige Fragen geht, an der LSAP, wie das mit denen gestimmt gouf, als kurz drauf ein Krachen, ein leicht summend Krachen zu hören gewesen, an allen Dörfern, an alle Städte von unserem Land. Also gegangen. Während 15, 20 Sekunden. Verschiedene Untieren. Es wird gereicht von all denen verstorbenen Sozialisten, die sich am Graf umgedreht und geschummt haben für die 13 Leute, die da votiert haben. Wir werden uns als Link aktiv, anoffensiv an Steuerdebatte amischen, die an den nächsten Monaten dann hoffentlich an der lützeburgischer Gesellschaft, an der Zivilgesellschaft mit den Sozialpartnern gefördert wird. Wir haben noch einige Proposen entwickelt dazu. Aber wir wollen diese Proposen mit all den fortschrittlichen Kräften hier im Land diskutieren und auch dazu beitragen, dass wir ein anderes Kräfteverhältnis an unserer Gesellschaft entstehen lassen können. Aber für es klar zu sagen, mehr als Link, mehr sie kein übertriebene Freund von Schulden. Mit gibt eine Schuld, die mehr groß ist und mehr weit wie die Kott von den Ratingagenzen. Und das ist die Schuld, die wir auf uns holen, wenn wir nicht Investitionen an Zukunft erholen. Investitionen erholen an die sozial-ökologische Transformation von unserer Gesellschaft. Investitionen an Perspektiven von Menschen und von Jungen von heute. Dafür wollen wir uns 2016 ersetzen. Und dafür brauchen wir Kraft. Und die wünschen ich alle Guten für das Jahr. Kraft auf den unterschiedlichsten Chancen, wo wir uns ersetzen. Kraft gegen die Freihandelsaufkommen. Kraft, Widerstand zu leisten gegen den brungen Mob, den an Europa mich stärkt. Kraft, sich anzusetzen und zu engagieren an all denen Organisationen, die eine gerechte Gesellschaft, eine sozial gerechte Gesellschaft ausstreben. So, merci.